Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla 1.000.000 di volte. Bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti. Fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, finché diventa di un solo colore, più vivo che dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo ne è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così.
erstmal hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen hier in Ruhpolding, die zweite Eismops-Party. Ja, und hier neben mir, hier sitzt sie, die Heidi, und die hat diese Idee gehabt. Und Heidi, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, wie kommt man so auf so eine Idee? Ich wollte, nachdem ich meinen 60. Geburtstag mit einer Mops-Hütten-Party gefeiert hatte in Ruhpolding und ich eine Hütte am Holzknechtmuseum gemietet hatte, wollte ich eine neue Party starten, aber eben halt was Besonderes. Und dann habe ich hier überall rumgefragt in Ruhpolding, wer könnte mir was zur Verfügung stellen, aber leider habe ich dann niemanden gefunden, bis dann Omar sagte, der dann ganz neu die Eisdiele übernommen hatte, Mensch, das wäre doch eine Idee, wir machen eine Mops-Eisparty, also eine Party, du kannst das hier machen. Da habe ich gesagt, ja, dann musst du aber Mops-Eis, also Hundeeis machen, damit sich das dann auch alles auch für dich rentiert und dann kann man einfach daraus eine schöne Idee machen. Und da haben wir dann letztes Jahr diese erste bayerische Mops-Eisparty gestartet. Das war ein Riesenerfolg und ja, dann haben wir gesagt, das wiederholen wir in diesem Jahr erneut. Ja genau, die Idee, das kann ich jetzt auch beipflichten. Ich habe jetzt gestern war es hier beim Aufbau, da habe ich rausgehört, es werden auch Gäste von weiter gekommen, weil das hat noch niemand gehört, Mops-Eisparty. Und es ist wirklich so, da haben Leute, die hätten gerne kommen wollen, aber 500-600 Kilometer, das ist ohne Übertreibung, wäre ein bisschen weit rausgefahren. Und sogar 780 Kilometer höre ich da, ja wunderbar. Aber man sieht, dass so eine Idee gar nicht mal so schlecht ist. Das war sehr schön von dir, Heidi. Das hast du eigentlich gut gemacht. Was plant ihr oder habt ihr jedes Jahr jetzt eine Eismops-Party vor? Oder noch sind wir hier am Eiscafé Gelato und Café. Der Platz reicht ja noch aus. Vielleicht muss der Omar nochmal umbauen, eventuell ins Stadion raus, dass es noch mehr wird und größer wird, was ich ja auch natürlich wünsche. Ja, Heidi, was wünschst du dir oder was erhoffst du dir durch diese Mops-Eis-Party? Ja, also was wir jetzt dieses Jahr festgestellt haben durch diese enorme Hitze, die ja überall in Deutschland ist, dass leider sehr, sehr viele abgesagt haben, die eigentlich die Mops-Eis-Party fest im Programm hatten. Selbst heute Morgen sind noch Absagen gekommen, was ich sehr bedauerlich fand jetzt. Aber wir stecken im Wetter nicht drin. Es hätte genauso gut heute regnen, hageln können. Aber gut, es ist so, ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken, die hier sind, die also den Weg geschafft haben, ob sie von München gekommen sind oder von Salzburg gekommen sind oder eben halt aus Rosenheim. Dann natürlich die weiteren Gäste, einmal aus dem Schwarzwald, dann aus Nordrhein-Westfalen, die hier sind. Leider, wie gesagt, es war ja im Zell am See das Mopswandern, da hatten eigentlich einige gesagt, sie fahren, weil sie an Ruhpolding vorbeifahren, auch hierher, was ja leider nicht funktioniert hat, weil die waren durch die Hitze, die sie im Zell am See hatten, so genervt, dass sie einfach gesagt haben, auf die Autobahn und einfach nach Hause. Aber ja, man steckt nicht drin, wir haben alles Mögliche getan, wir haben Werbung gemacht, der Omar hat tolle Plakate gemacht, wir wünschen uns eigentlich, dass alle heute viel Spaß haben, dass man sich austauscht, dass sich die Mops-Leute, die da sind, kennenlernen. Wir haben ja nicht wie bei anderen Mops-Treffen jetzt irgendwelche Verkaufsstände oder Mops-Rennen oder irgendetwas, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen ein beschwingtes, beschauliches Treffen, was uns einfach gut tut. Wir treffen uns, wir sind ja eine große Familie, die Mops-Leute, und ja, dass wir einfach sagen, hey, wir haben uns ja schon da und da kennengelernt und toll, man trifft sich dann vielleicht, jetzt sage ich mal, in Nürnberg das nächste Mal oder in Berlin oder wo auch immer, und man kennt sich, man geht zusammen essen, man ist einfach genauso verrückt wie die anderen auch verrückt sind, und das ist eben halt eine ganz besondere Geschichte. Ja, ich glaube auch, das ist die Idee, Heidi, also wir nach wie vor, das ist eine super Idee. Ich würde sagen, da wollen wir mal gleich an dieser Stelle für das Vorhaben auch noch ein bisschen Werbung machen. Ja, liebe YouTuber, ganz ehrlich, ihr werdet es ja dann später sehen, der Helmut wird es zurechtschneiden, dann könnt ihr es anschauen.
Und egal wo ihr seid, ihr lieben YouTuber, wir sind ja nicht nur hier in Ruhpolding, die YouTuber sind ja deutschlandweit sowieso, die sind überall, die sind wie Unkraut. Und liebe YouTuber, überlegt euch mal, lasst euch mal was Gleiches einfallen. Vielleicht habt ihr auch die Idee oder ihr wollt gerne die Heidi einladen mit diesen Mobs treffen. Es ist alles machbar. Telefonate würde ich sagen, könnt ihr gerne beim Helmut. Der Helmut ist ja nun gar nicht mehr so unbekannt auf YouTube. Dann kontaktiert ihn, dann schauen wir mal, ob wir auch außerhalb sowas zur Beine kriegen. Das wäre ja kein Problem. Liebe Heidi, nochmal in diesem Sinne, schönen Dank, dass du dich diese Mühe gemacht hast, diese Idee auf den Markt gebracht hast und natürlich auch ein schönes Dankeschön am Omar, der hat sich hier seinen Platz zur Verfügung gestellt und hat sich ja auch was einfallen lassen. Das Mobs-Eis, wir haben es gesehen und ich sehe, ich bin überwältigt, wie gerne das so ein Hund Eis ist, wunderbar. So, liebe Gäste, ich würde sagen, wir werden der Heidi jetzt nochmal ein schönes Dankeschön in Form einen tosenden Applaus geben. Dankeschön.